Grüß euch Leon, da bin ich wieder. Heute mal wieder was aus dem Alltag. Grüß euch Leon, heute mal wieder was aus dem Alltag. Ihr kennt das sicher, wenn ihr am Feiertag oder am Sonntag einmal zur Bäckerei fahren wollt und einmal ganz gar einmal ein paar Semmeln holen wollt und dann dauert das alles gefühlt, weiß ich nicht, 5 Minuten bis 10 Minuten oder so. Und dann kommen so Züpfelklatscher daher mit ihren Familienvans, SUVs oder wie der ganze Dreck heißt. Es wollt so, weiß ich nicht, 2 Semmeln haben oder vielleicht nur ein Krapferl oder ein Croissant. Und dann steht da so ein Züpfelklatscher vor euch, der für die ganze Familie einkauft. Der scheinbar, weiß ich nicht, mit seinen ganzen Großeltern und Verwandtschaft zusammensitzt aus dem Müffel. Mit, weiß ich nicht was, der bestellt dann 10 Semmeln, 30 Kornspitz, 2 Kropfen, 3 Bauernkropfen und ein Kreil und 10 Topfen Collagen. Und du stehst dahinter wie so ein Trottel, der dann 10 Minuten zuschaut und darauf wartet, dass er seine 2 Semmeln kaufen kann. Das geht mir dann so am Arsch, weil man denkt, der dumme Drecksau hättest du am Vortag auch einkaufen können, damit du deine 10-köpfige Familie ernähren kannst. Es ist einfach nur nervig, wenn du geschwind gar einmal, auch wenn du verkadert bist, einmal geschwind einmal zwischendurch einmal zur Bäckerei fährst und holst da 2 Semmeln und da steht so ein Fock davor und bestellt dann eine halbe Sau für 30 Leute so auf die Art. Was mir auch in Kärnten anzipft hat, da war dann von mir ein Holländer im Lidl, der hat die ganzen Semmeln rausgekramt, wo ich dann erst schon sagen wollte, Alter, jetzt reicht's einmal, ich will auch noch Semmeln haben, du dumme Drecksau. Du kannst in Holland die Semmeln auch kaufen oder daheim bleiben mit deinem scheiß Wohnwagen, wenn du Alpencamping machen willst, du Drecksau. Oder weiters dann, wenn du beruflich unterwegs bist und du bist dann zufällig in einem Spar oder einem Biller unterwegs und willst da ganz gar ein Leberkass-Semmel holen mit Gurkel und Senf und da steht da so ein geschissener, depperter Lehrling dort. Ich meine, ich weiß, Lehrjahr kann sein, keine Herrenjahr, der arme Züpfelklatscher kann nichts dafür. Aber wenn man sich dann die Bestellung anschaut, der hat einen Zettel in der Kress von der Schleim da und dann bestellt er einen Kornspitz mit Kas, ohne Kas, mit Gurken, ohne Gurkel, mit Senf und der Semmel, mit Pikantwurst und weiß ich nicht was und einen Topfen Collagen mit Chili Leberkas oder weiß ich nicht, und das dauert dann einfach ewig, Alter. Und du schaust die ganze Zeit auf der geschissene Uhr und denkst, fuck, ich muss wieder in die Arbeit und dann steht die Drecksau da und bestellt für 30 Leute Futter, da vergeht's dann schon mit. Oder was ich auch erlebt habe, du stehst an der Kasse, auf einmal kommt da so ein geschissene alter Schlampen daher und sagt, na, lassen's mich vor, mein Bus fährt in 10 Minuten. Das hat mir dann so gereicht, dass ich mich umdreht gehabt habe und zu der alten Fotzen gesagt habe, nein, interessiert mich nicht, stellen Sie ihn an wie die anderen alle auch, was soll der Scheiß? Das war der alten Fotzen scheißegal. Obwohl ich ihr das verweigert habe, hat sie sich 4 gedrängt. Ich meine, was soll ich machen, wenn ich deren Kicke bricht, sie sich aus dem Hals oder die Wirbel sein. Und die hat sie dann vordrängt und ich meine, was soll der Scheiß? Ich meine, haben die damals im Krieg nicht gelernt, sie hinten anzustellen? Oder ist das jetzt nur, weil die alte Schabracken um die 80 ist, dass sie sich 4 teifeln kann? Ich meine, was geht? Ich meine, so viel Anstand sollte schon sein. Aber ich habe das schon mitgekriegt, dass es in Österreich gang und gäbe ist, dass sie Leute vordrängen. Und ich habe das auch schon erlebt in der Bank. Da haben sie 2 Leute dann vor mir hingestellt und ich habe dann gesagt, was soll der Scheiß? Ich stehe da nicht zur Gaude, sehen Sie meine Karten nicht, was soll der Scheiß, stellen Sie ihn hinten an. Und dann ist die Antwort gekommen, no, ich wollte mich ja nicht vordrängen. Nein, noch nicht, was für ein Scheißdreck. Warum stellen Sie sich dann vor mir und glauben, Sie kommen als erstes dran? Ich meine, was soll der Scheiß? So viel Anstand soll schon sein. Aber die Welt steht nicht mehr lang und die Leute werden alle depper da und blöd da und es ist alles ein Kreuz und da kann man sich einfach nur drüber aufregen. Das nächste Video wird wieder auf Hochdeutsch, damit mir auch die Leute aus Deutschland verstehen. Ich habe gedacht, weil immer die Leute sagen,
redet einmal Österreichisch oder kreuzt mit dem Bayerischen. Und man gedacht, okay, mache ich das einmal, weil das kommt scheinbar so gut an, weil das bereits hausweis kommt, Blödsinn. Die Vorstadtweiber kommen auch nur dessen halber gut an, weil es auf Österreichisch ist und das ja so die österreichische Fiktion ist, was natürlich nicht stimmt, wo die meisten österreichische breite Masse einfach zum Scheißen steppert ist. Es ist meine Meinung, ist mir scheißegal, leckt's mir am Arsch, geht's scheißen, ist Arschlöcher.